Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm auf Pelzig. Und jetzt gilt's, würde ich sagen. Jetzt kommt der letzte Kampf gegen Irenicus. Naja, Zwinker, Zwinker. Und alle mal auf ihn drauf. Okay, du machst erst einmal Magie durchdringen auf ihn. Ah ne, du ist nur sein Abbild noch. Na gut, dann erstmal das Abbild. So, dieser Abbild ist tot und jetzt fängt er mit Zeitstopp an. Er hat sich hierher bewegt. Und was macht er? Schrei der Todesfee. Das könnte böse enden. Abidalsims abscheuliche Austrocknung. Irrgarten. Edwin, geh weg. Und eine Eisfalle hat er noch ausgelöst. Okay. Na gut, wenn das alles ist. Auf Irenicus drauf. Edwin, geh ein bisschen raus aus dem Gebiet. Ah ja, okay, wir machen sowieso schade bei ihm. Insofern scheiß drauf. Als truffende Wetter, jetzt macht er gerade nochmal Zeitstopp, der Hut simpel. Irrgarten auf Korgan. Oh scheiße, das ist nicht so gut. Oh, der heilt sich auch wieder. Irrgarten auf Abdel Adrian. Beschützt durch absolute Immunität. Und irgendeinen Nekromantie-Zauber macht er noch. Bitte Abidalsims abscheuliche Austrocknung. Gut, haut drauf. Ich muss gerade mal gucken. Eventuell bringen die Nüsse was. Ich gebe es gerade mal an ihn weiter. Ich bin beschäftigt. Ja, die heilen vollständig. Das ist sehr gut. So, als weiter. Boah, der macht tot, wird nichts bringen, mein Lieber. Nimm einen Heiltrank. Und jetzt drauf und der Wetter. So, Korgan ist wieder da. Aber Abdel Adrian ist betäubt. Ist Korgan wirklich intelligenter als... Ja, okay, er ist intelligenter als Anom. Deswegen war er... war auch schneller wieder zurück. So, dauert nicht mehr lang. Was gibt's? Ihr habt mich getötet. Gern geschehen. Das ist nicht... Das ist nicht... Sagt mir, was zu tun ist. Irenicus bricht zusammen, seine Worte erstarben auf seinen Lippen und eine eigentümliche Stille breitet sich aus. Ihr beginnt euch zu fragen, ob ihr tatsächlich endgültig gesiegt habt und ob nun wirklich alles vorbei ist. Der Magier war nah, dass er sich selbst für so mächtig gehalten hat. Jetzt ist er tot, so wie es nachher normalerweise ergeht. Aber wie ist es mit euch, Abdel Adrian? Habt ihr wieder gefunden, was ihr verloren habt? Wenn das der Sieg ist, dann brennt eine Frage in eurem Hinterkopf. Was war es, das er euch einst stahl? Welchen Teil eurer Seele? Ich warte. Ihr fühlt ein kleines Zerren in eurem Inneren, ein Ziehen, das aus der Erscheinung zu kommen scheint, die Irenicus entstiegen ist. Kaum spürbar zunächst, doch bald wird es immer stärker. Innerhalb weniger Sekunden könnt ihr nicht mehr atmen. Unerbittlich zieht es euch an die Stelle, wo Irenicus fiel. Ihr seid noch immer mit eurer gestohlenen Seele verbunden, doch sie befindet sich nicht mehr unter den Lebenden. Im Tode freigelassen, kehrt eure Seele nicht mehr zu euch zurück. Sie verlässt die Welt der Sterblichen und ihr werdet von ihr mitgezogen. Ja, der hat noch einen letzten Trick in petto gehabt. Was für ein reizender Ort. Ich bin zu Hause. Ja, schön sieht's hier aus, oder? Die Schmerzen lassen nach und ihr öffnet die Augen und seht entsetzliche Dinge, weit jenseits aller Vorstellungskraft. Ein Anschlag auf eure Sinne, eine Ansammlung albtraumhafter Sinneseindrücke. Das, so viel ist sicher, muss die Hölle sein.
Langsam dämmert euch, dass ihr doch nicht allein seid, dass andere im Kampf gegen Irenicus offenbar verwundet wurden, dass deren Seelen ein ähnliches Schicksal widerfahren ist, wie der euren. Ja, mir scheint jetzt in Baator zu sein, in irgendeiner Ebene von der neuen Hölle. Ihr bezweifelt, dass die anderen besonders erfreut sind über ihre Lage, wenn nicht einmal ihr wisst, warum ihr überhaupt hier seid. Ich spürte irgendwas ziehen, als ich fast tot war. Und nun sind wir hier. Auch in Ordnung. Ist mehr, als ich vom Jenseits erwartet habe. Das ist sehr ungewöhnlich. Der Tod überkam mich während des Kampfes und Dunkelheit legte sich über meine Sinne. Ich spürte ein Ziehen und folgte ihm. Und hier sind wir nun. Ich frage mich, was ist das für ein Ort? Was ist dies für ein Ort? Ich starb und bin nun hier. Das ziehe und ihr habt mich mitgenommen, Abdel Adrian. Bah, ich werde euch hier behilflich sein, wenn es nötig ist. Aber ich will auch den Weg hier rausfinden. Aha. So, in die neuen Höllen also. Ich habe schon gespürt, dass diese infernalischen Klauen an mir zerren. Aber schließlich wollte ich ohnehin hierher kommen. Vielleicht ergibt sich ja eine profitable Gelegenheit, wenn ich an eurer Seite bleibe. Wir werden sehen. Gut. Was geht dann hier ab? Hier wird nochmal gespeichert. 5 Augen umgeben dieses höllische Tor. Es scheint so, als wäre sie Teil des Gesteins. Die Augen verfolgen eure Bewegungen mit ihren Blicken und eine deutlich spürbare Aura des Bösen geht von ihnen aus. Sie bewachen offensichtlich diese Tür und wenn ihr hier passieren wollt, müsst ihr irgendeine Möglichkeit finden, um ihre Wachsamkeit zu überwinden. So sieht's aus. So sieht's aus. Und nicht anascht. Gut, dann gucken wir uns doch erstmal hier um. Gehen wir doch mal zu der vertrauenserweckenden Gestalt hier. Und schauen mal, wo es hier lang geht. Ja. Eine reizende Ebene hier. Hier gefällt es mir so richtig. Ist genau wie der Ham. Wobei, Baal hat ja, glaube ich, seinen Sitz in der Outer Planes oder in der Abyss gehabt. Also seid ihr endlich doch gekommen. Und nicht in Baator. Wollt ihr vielleicht euer Erbe einfordern? Und das in Stücken. Wie schrecklich muss es sein, in einem solchen Zustand zu sterben. Was meint ihr mit in Stücke? Was für Rätsel ist das? Ich spreche von eurer Seele, Kind des Mordes. Ihr seid ein Stück vom Ganzen und euer Essenz ist nicht verbliche, um sich mit Baal zu vereinen. Daher regiert hier euer Blut. Regiert? Wovor spricht ihr dann? Ihr besitzt hier Macht, oder besser gesagt, der Teil in euch, der Baal gehört, hat Macht. Und der Teil wird von euch gehört... Und der Teil von euch gehört nun euch beide. Euch und dem anderen, dem Zauberer, nicht wahr? Er hat einen großen Teil von eurer göttlichen Seele gestohlen, aber nicht alles. Und so seid ihr aneinander gebunden. Keiner von euch ist wirklich tot, aber auch nicht wirklich am Leben. Ha, wirklich interessant. Wie kann ich das beenden, Scheusal, wenn ihr es mir verrote? Aber das wisst ihr schon. Ihr müsst eure Seele suchen, indem ihr die Träne von Baal sammelt. Nur dann wird sich der Weg für euch öffnen. Träne von Baal? Der Tod lässt viele Tränen fließen, Kind, und Baal sammelt viele, als er noch gelebt hat. Hat noch viele gesammelt, als er gelebt hat. Die Träne werden die Aare öffnen und euch den Weg zu eurer Seele zeigen. Es ist gut, dass ihr zu mir gekommen seid, Kind von Baal. Nur ihr habt die Macht, um die schreckliche Kreatur zu besiegen, die hier eine der Tränen eures Vaters bewacht. Ich habe von euren Fähigkeiten gehört, Kind. Wahrhaft beeindruckend für einen Sterblichen. Mächtige Kreaturen, die wie nichts beiseite geworfen wurden. Wesen, bei deren Anblick andere Sterbliche vor Angst im Boden versunken wären, habt ihr tapfer bekämpft. Ihr seid ein Wunder der Zerstörungskraft, Kind des Baal. Nun denn, geht und vernichtet die Kreatur, die in der Höhle lauert. Zertretet sie mit euren Stiefeln und beansprucht einen weiteren Sieg für euch. Von was für einer Kreatur sprecht ihr, Es doch? ist eine mächtige Kreatur, Kind von Baal. Eine, die nur ihr vernichten könnt. Ich vertraue euren Fähigkeiten, eine solche Kreatur besiegen zu können und dadurch eure Tränen zu gewinnen. Mächtig, aber was ist es? Es ist eine Kreatur, die den Tod verdient, Kind von Baal. Ihr seid ein großartiger Kämpfer und ich dachte ganz einfach, ihr könntet das vollbringen, bei dem andere versagten. Warum verdient die Kreatur den Tod? Weil sie existiert.
Sie steht euch im Wege. Oh, mein Fürst des Mordes. Wollt ihr damit sagen, dass mir die Kreatur die Träne nicht freiwillig geben wird? Nun, nein. Aber ich denke, wenn ihr nur nett genug danach fragt, könnte sie euch vielleicht geben. Ich sehe, dass ihr trotz eurer großen Taten nicht stolz auf euch seid, Kind von Baal. So sei es denn. Bescheidenheit leistet all jenen gute Dienste, die mit ihr umgehen können. Na gut. Ist schon geschehen. Schauen wir doch mal, was hier los ist. Uah. Ein Drache. Okay. Irenicus in der Hölle. Schön. Schöner Tagebucheintrag. Na gut. Ein schwarzer Drache oder ein Schattendrache. Die haben hier leider nur Model, aber das sieht wie ein schwarzer aus. Schwarzer Drache. Ihr habt euren Stolz überwunden, Abdeladrian. Die Träne Baals ist euer. Geht in Friede. Sehr schön. Gruppe hat einen Gegenstand gewonnen. Tränen Baals. Ein tränenförmiger Edelstein, der eine dunkle, auf seltsame Art und Weise beunruhigende Farbe hat. Die Träne ist einer der Schlüssel, der notwendig ist, um das Tor des Hüters zu öffnen. Nett sieht das Ding auch aus. Okay, die Teile können wir als Artdenker eigentlich wieder in unseren Beutel packen. Ansonsten gibt es hier noch irgendwas, was wir sehen sollten. Offensichtlich nicht. Stolzhämmer überwunden, das ist doch schon mal nicht schlecht. Also Stolz finde ich sowieso eine von der ekelhaftesten Sünde, die man haben kann. Das ist Arroganz, das ist was ganz, ganz Furchtbares. Und auch wenn ich ein Meuchelmörder bin, also ein arroganter Meuchelmörder, würde ich auch nicht sein wollen. Boah. Nee, ich mag so arrogante Leute auch gar nicht. Das sagt mir überhaupt nicht so. Brutal ist was Endes. Ist es Ende, ja. Aber das ist einfach nur Gewaltneigung. Und nicht sinnlos arrogant sein. Das ist schon irgendwie hassenswert. Durchaus sehr hassenswert. Und wir sind neutral böse. Insofern, ja. An sich selber denke, ja, aber nicht so abartig arrogant sein. Das ist nichts Schönes. Furcht. Baal liegt hier ganz in der Nähe, Kind von Baal. In einem der beiden Räume, die vor euch liegen. Schon oft gab es in eurem Leben Augenblicke, in denen ihr eure Furcht hinunterschlucken musstet. Ist es nicht so? Ihr habt Ängste bekämpft, die ein geringeres Herz überwältigt hätten. Und habt stattdessen Mut bewiesen. Durchquert einen dieser Räume und euer angeblicher Mut soll auf die Probe gestellt werden. Kind von Baal, ich werde euch etwas anbieten, das euch die Sache sehr erleichtert, Kind. Ihr wisst, wie viele andere Mächtige auch, dass magische Gegenstände Dinge vollbringen können, die dem normalen Menschen verschlossen bleiben. Zum Beispiel diesen Umhang. Zusammengenäht aus den Häuten ausgepeitschter lieblicher Nymphen. Alter. Tragt ihn und werdet von seiner mächtigen Magie beruhigt. Nie wieder wird euch Panik überkommen. Mit diesem Mantel könntet ihr leicht die Träne von Baal erringen, ohne euch Sorgen um euren Mut machen zu müssen. Ich verbeuge mich vor der Macht eurer heiligen Seele und biete euch diesen Umhang an, Kind, wenn ihr ihn wollt. Ich brauche keinen Umhang, der mir Mut macht, Dämon. Behaltet ihn und verschwindet. Dann wollt ihr euch also auf eure eigene Macht und euren Mut verlassen. Wenn es denn So sein muss. geschehe es, Kind von Baal. Vor allem, wie assi ist denn das? Einfach ausgepeitschte Nymphenhaut. Die Idee, dass Okay, da brauchen wir nur Korgan. Korgan macht das schon. Lass das mal den Korgan machen. Der Korgan macht das gut. Lass das mal den Korgan machen. Der Korgan macht das gut. Und als Ah, da hat sich aber ordentlich geschützt hier, der Tyrann des Auges. So. Erfahrungspunkte sind mittlerweile sowieso nichtig. So. Und weg. Insofern, das passt schon. Was ist hier? Oh. Er rennt rum wie ein närrisch Hinkel. Dann sollte man vielleicht einfach mal Furcht bannen auf uns wirken. Sagt mir, was zu tun ist. Kaum der Rede wert. So. Ich warte.
Okay. Ich hoffe, das bringt was. Und? Ein paar Tränke sind hier drin. Die können wir bestimmt auch gut verticken irgendwann. So, Tränke gehen immer an Vikonia. So, das sieht doch soweit in Ordnung aus. Aber so viele brauche ich, glaube ich, nicht. Da können wir durchaus etwa... Ne, Quatsch. Vikonia Armor nochmal eine abdrücke. Weil durch seine extreme Regeneration braucht er das, glaube ich, jetzt auch nicht so dringend. Die Heiltränke, die sind einfach nur für den Notfall gedacht. So. Ich kümmere mich drum. Das hätten wir dann. Und da ist hier noch was. Ja? Ihr habt euch eurer Furcht gestellt und ohne auf den Schutz und die Macht zu vertrauen, die das Böse geboten hätte. Ist Die schon Träne geschehen. Baals gehört euch. Sagt mir, was zu tun ist. Ich Das bin ging dabei. jo fix. Ausgezeichnet. 2 Träne Baals Hämmer. Oh, das geht ja recht fix hier. Ich meine, wir sind ja schon mit eigener magischer Umhänge extrem gepusht. Wir brauchen keinen Hautumhang von ausgepeitschten Nymphe. Alter, was für ein krankes Schwein kommt überhaupt auf so eine Wenn es denn Idee, sein muss. um uns hier der Furcht zu stellen, wobei man da einfach nur Furcht bannen wirken Ich warte könnten. gute Also Idee, das mir zu ein übertragen. stinknormale Zauber tut's du auch, würde ich sagen. So. Gehen wir mal da entlang. Sieht echt immer sehr heimelig aus. Treppe abwärts, Treppe abwärts, Treppe abwärts. Hände sind nicht so besonders lang. Und ich würde sagen, dass das heute die letzte Episode von Baldur's Gate 2 Schatten von Am wird. Ich probiere mich ein bisschen zu beeilen, dass ich auch in der halben Stunde sie kriegt. Dass es an diesem Ort, der vor uns liegt, eine Träne von Baal gibt. Doch es gibt 2 Wege, die dorthin führen. 2 Türen, 2 Wege. Und beide führen uns zu unserem Ziel, nicht wahr? Und dass ich morgen dann schon mit Thron des Baal anfangen kann. Auf der Reise, die euer Leben war, habt ihr viele Entscheidungen getroffen. Ihr habt viele Wege genommen und immer hatte die Richtung, die ihr einschlugt, Auswirkungen auf die, die um euch waren. Auch wenn das nicht in eurer Absicht lag. So ist das Los derjenigen, die mit dem Schicksal geboren wurden. Die Konsequenzen ihres Handelns haben ihre Auswirkungen auf die Realität. Es mag sein, dass euch das Schicksal anderer wenig kümmert. Vielleicht nimmt es euch die Seele. Auch das ist eine Entscheidung. Ein Weg, der eingeschlagen wurde und Wellen auf dem See der Wirklichkeit hinterlässt. Was hat das mit der Träne zu tun? Euer Weg zur Träne wird seine Spuren hinterlassen und am heutigen Tage das Schicksal eines anderen verändern. Ein anderer, der nichts von euren Taten weiß und doch ihre Auswirkungen zu spüren bekommt. Einer von denen, die mit euch reisen, der um euer Schicksal kreist und doch von eurem Makel nichts weiß. Wird sehr geeignet sein. Erinnert euch, Kind von Baal. Eine Entscheidung muss gefällt werden. Und ihr müsst mit den Konsequenzen dieser Entscheidung leben. Ja, zur rechten Gier, um sich selbst zu retten, und zur linke, um sich für die Unschuldige zu opfern. Okay. Oh, Korgan wird festkalter. Ja gut, dann, sorry, aber Korgan macht die ganze Kampfkraft von meiner Truppe Ich hoffe, aus. das bringt was. Ihr habt 2 Trefferpunkte von eurer maximalen Trefferpunktezahl verloren. Uiuiuiuiui. Nein, ihr habt einen Geschicklichkeitspunkt verloren. Ein selbstloser Ihr habt Akt Erfahrungspunkte von einem, verloren. der bereitwillig die Last des Schicksals und seine Auswirkungen auf andere auf sich nimmt. Kind, die Träne von Baal ist euer. Alter. Das ist schon ziemlich assi. Ein Geschicklichkeitspunkt, ey, vergiss es. Nee. Sorry, aber nee. Mit maximale Trefferpunkte kann ich ja echt noch leben, aber ein Geschicklichkeitspunkt bei Hauptattribut? Ja, Vergiss ich hoffe, es, das bringt Alter. was. Ja gut, dann können wir ja wieder beleben. Das sollte nicht das Problem sein. Also komm schon. Die Konsequenz eurer Entscheidung wird diese sein. Euer Gefährte wird als Ergebnis eures Handelns, wenn nicht gar eurer Absicht, vernichtet. So will es das Schicksal, das von jenen geschmiedet wird, die nach dem Bewusstsein streben, über allen anderen zu stehen. Kind, die Träne von Baal ist euer.
Korgan ist endgültig kaputt. Alter, wie assi. Boah, wie assi. Nee, dann muss ich wirklich das machen. Scheiße. Das ist echt abartig. Ich kann jetzt nicht meinen mächtigsten Verbündete opfern. 2 Trefferpunkte weg. Geschicklichkeitspunkt weg. Alter Falter. Und Erfahrungspunkte. Die Träne von Baal ist euer. Wobei, ich habe eigentlich keine Erfahrungspunkte wirklich verloren. Gewittert Dunakheidel noch einmal. Das war echt ziemlich heftig. Moment. 3 gehen an Korgan dann auch wieder in dem Moment. So. Alter Falter. Jetzt bin ich von 19 auf 18. Scheiße. Nur noch 102 statt 104. Aber glücklicherweise keine Erfahrungspunkte verloren, weil ich wirklich das Maximum habe. Sagt mir was, ich kümmere mich drum. Alter Falter. Das ist echt abartig. Ich hasse es, wenn die Attributswerte gesenkt werden. Das wurde ja schon mal gemacht bei dem Gedöns. Und das Schlimme ist, dass es hier keine Folianten gibt, um seine Attributspunkte permanent um einen Punkt zu erhöhen. Sondern es gibt nur so ein paar Dinger, die Attribute erhöhen. Und Moment, ja, Geschicklichkeit 18. Mehr geht eh nicht. Scheiße. Jetzt habe ich meinen wertvollen Geschicklichkeitspunkt verloren. Aber Korgan kann ich nicht opfern. Das geht einfach nicht. Das kann ich nicht bringen. Hier haben wir auch wieder eine Treppe abwärts und dann noch eine letzte Treppe abwärts. Das geht halt nicht. Korgan ist mein stärkster Krieger. Und ohne ihn kann ich nicht den letzten Kampf bestehen. So, und jetzt gehen wir hier runter. Und außerdem könnte sonst keiner wirklich so seine Rolle übernehmen. Anomen ist und findet so geeignet. Ganz in der Nähe. Sie ist im Besitz eines anderen. Von jemandem, der sehr mächtig ist und so schwer zu besiegen. Doch alle Dinge, sogar die mächtigsten, können überwunden werden, ja? Ihr habt viele besiegt, deren Machtansprüche so hohl waren. Ihr habt sie von ihren Thronen gestoßen. Was hat das mit der Träne zu tun? Ihr habt immer die richtigen Werkzeuge benutzt, um eure Feinde zu besiegen. Stimmt's? Und ich gebe euch nun das passende Werkzeug, um diesen Feind zu besiegen. Hier ist es. Werft einen Blick auf dieses Schwert namens Schwarzschnitter. Mächtig ist es, für wahr. Und es ist das Werkzeug, das ihr benötigt, um den jetzigen Besitzer der Träne zu besiegen. Ihr seid es, Kind von Baal, der über die Verwendung des Werkzeugs entscheidet. Ich überlasse also euch die Wahl. Okay. Und wer hat das Ding jetzt gekriegt? Schwarzschnitter. Langschwert +3. Das Schwert strahlt das Böse so stark aus, dass man es förmlich greifen kann. Der Träger kann sich eigentlich nie sicher sein, ob er mit der Waffe kämpft oder ob die Waffe ihn führt. Das Schwert verfügt über die Fähigkeit, seinen Besitzer zu heilen, indem es dem Gegner in dem Kampf Lebensenergie entzieht. Besondere Fähigkeiten. Bei jedem Treffer verliert der Gegner zu 15% 4 Stufen durch den Entzug von Lebensenergie. In dem Fall wird der Träger um 20 Trefferpunkte geheilt, für 20 Sekunden von Hast betroffen und erhält für 20 Sekunden +3 auf Stärke. Gewitter erleidet. Das ist schon ein geiles Teil. So, dann gehen wir mal rein. Gucken mal, was hier abgeht. So. Wer hockt dann hier? Und wer ist dann so mächtig, dass es so eine Waffe braucht? Wie ich sehe, ist der Herrscher dieser kleinen Ebene zu mir gekommen. Vielleicht kann ich doch noch auf die Erlösung von diesen unendlichen Qualen hoffen. Bewacht ihr die Träne von Baal? Ja, zu meinem eigenen unendlichen Bedauern. Das ist mein Stroph, dass ich für immer bei der Träne von Baal bleiben muss, bis bestimmte Umstände eintreten. Erst dann werde ich vielleicht frei sein. Was für Umstände? Ich kann's euch nicht direkt sagen, mein Fürst. Es gehört zu meiner Bestrafung, dass ich nur einem Rätsel sagen kann. Hört genau zu. Ihr des Schnitters Klinge euer eigen nennt, dessen Schmied es im dunkelsten Eisen brennt und löscht mit Furcht und Blut der Gluten Mal. Wisset, der Schlüssel ist in eurer Macht, zu dem, der hierin wacht, über die heilige Träne von Baal. Also lasst mich das klarstellen. Das Schwert Schwarzschnitter ist der Schlüssel, um die Träne von Baal von euch zu kriegen. Ich kann das nicht beantworten, mein Fürst. So, ich gebe da mal den Schwarzschnitter und ich krieg dann die Träne.
Das würde es man fürcht. Dann nimmt das Schwert. Das ist eh ziemlich heftig, das Ding. So. Ja, komm. So Schwert brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich bin euch für meine Freilassung außerordentlich dankbar. Mögen die Himmel euren Ruhm, den eure Wohltätigkeit mir zuteilkommen ließ, verkünden. So. So, machen wir das, weil das Ding, ich bin mir nicht sicher, ob wir das überhaupt dann noch behalten dürfen, aber trotz allem. Wobei, scheiß drauf. Wenn ich dann so einen mächtigen Gegenstand habe, ja, dann sind wir doch noch ein bisschen gierig. Komm, scheiß drauf. Sind wir noch ein bisschen gierig, behalten das Ding. Das bringt was. Jagen es ihm in der Ranzerei und dann gucken wir mal. So. Wie ich sehe, ist der Herrscher dieser kleinen Ebene Durch euren Tod werdet ihr Erlösung finden. Vielleicht kann ich doch noch auf Ja, die wirklich. Erlösung Euch wurde von Schlüssel diesen geben, mit dessen unendlichen Hilfe ihr mein Leben Qualen beenden hoffen. könnt. Und nach das wäre Erlösung. Ich hieß das willkommen, solltet ihr euch also dazu fähig erweisen. Aus der Sterben bleibt euch nicht. Alle miteinander drauf. Okay, Korgan macht immer noch den meisten Schaden. Und er hat die Träne von Baal. Sehr schön. Das geht erstmal an Korgan zur Verwahrung. Perfekt. Das wär's dann. Ich weiß nicht, ob wir das Schwert behalten dürfen, aber cool wär's, weil das Ding... Das hält schon was aus. So, Dilla. Dann gehen wir mal da lang. Dann noch over. Und zum Letzter. So, Dilla. Ich überlege gerade, ob ich jetzt einen ordentlichen Cut bei 30 Minuten machen soll, aber das dauert halt auch nicht mehr lang. Wir könnten es auch wieder auf 40 machen. Ich denke, das wäre sinnvoller, wenn wir das jetzt 40 Minuten lang machen. Eventuell sogar 45. Schauen wir mal. So, jetzt kommt noch der letzte Raum hier. So sieht man sich wieder. Ach. Wie passend, dass unser Wiedersehen an diesem Ort der Vergeltung stattfindet. Sogar so Originalstimmen. Todesalp Sarevok. Ich bin es. Oder vielleicht ein Echo meiner selbst. Meine Essenz hat sich mit der unseres toten Vaters vereint, nachdem ihr mich schließlich ermordet hattet. Aber zum Schluss enden doch alle Kinder Baals an diesem Ort. Ich besitze eine der Tränen von Baal, die ihr benötigt. Aber ich werde sie euch nicht geben. Ihr seid ihrer nicht würdig. Was heißt hier nicht würdig? Was Menschen damit? Ihr seid ein lächerlicher Wurm, ein plärrender kleiner Kretin. Es war ein Genuss, Gorion mit meiner Klinge aufzuspießen, und gäbe es wahre Gerechtigkeit, wären unsere Positionen jetzt vertauscht. Wagt das Gorion zu erwähnen. Ah, ja, schürt euren infernalischen Hass. Ich kann die Wut fühlen, die wie eine Schwefelgrube in den Abgründen eures Herzens brodelt. Ihr fühlt ihn, oder? Diesen Makel, der eure Seele wie eine Schlange umgibt, sie zerquetscht und vergiftet. Dieser Makel, dieser Zorn, er existiert in allen Kindern von Baal, doch nur wenige wissen, ihn einzusetzen. Ihr seid der schlechter geworden, oder? Der Avatar unseres toten Vaters, der dunkelste Ausdruck von Mord. Ich sehe ihn hinter euren Augen. Beschwört euren Zorn gegen mich herauf, falls ihr könnt. Warum? Was habt ihr davor? Ihr seid es, der mich hierher gebracht hat. Eure Macht über diesen Ort hat meine Essenz erneut beschworen. Und warum glaubt ihr, habt ihr das getan? Ich kann euch lehren, euren Zorn einzusetzen.
Ihr könnt den Makel kontrollieren, ihn lenken, ihn nach Belieben beschwören. Ihr könnt der Schlechter werden. Und die tödliche Waffe, die ihr sein solltet. So, denkt an mich. Denkt daran, wie ich euren teuren Gorion vernichtet habe, wie ich in Kerzenburg gewütet habe. Beschwört euren Zorn, wühlt in den Tiefen eures dunklen Herzens. Beschwört den Zorn und werdet zu ihm. Denn wenn ihr das nicht könnt, seid ihr euer Schicksal nicht wert. Ich hätte es sein sollen. Greift mich an, Wurm, wenn ihr euch traut. Ich spüre nicht den Zorn, den ihr fordert, Zerrivok. Ich fühle Bedauern für euch und was aus euch Woche ist, aber das ist auch schon alles. Dann wart ihr niemals des Blutes von Baal würdig und ich werde euch auf der Stelle zerschmettern. Na dann. Lil Alol, für Schar. Dann eben beim nächsten Mal. Vor allem mache ich das nicht auf Kommando. Ich mache das, wann ich Bock drauf habe und nicht, wenn mir irgendeiner sagt, ich soll das machen. Hoho, 54 Schaden Kork an den Crit gemacht. Und das war's. Gut. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben alle Trainer Baals, die man braucht. Und wie gesagt, ich lasse mich doch von jemand locker. Das ist nur charakterschwach, wenn man sich so von jemand provozieren lässt, dass man sich dann gleich sowas hingibt. Gut. So, damit hätten wir jetzt alles. Und dann können wir zum letzten Kampf gehen. Der wird jetzt auch nochmal spaßig. Wenn es denn So. sein muss. Ich hoffe, ich kriege ihn noch gut hier. Und dann würde ich auf jeden Fall hier nochmal speichern. Also, zip. Und los geht's. Eure Konstitution wurde um 2 Punkte erhöht. Ui, jetzt sind wir auf 20. Ihr habt 10% auf eure Magieresistenz erhalten. Ihr habt 15 Trefferpunkte erhalten. Okay, das machen die 2, die wir verloren haben, wieder wett. Eure Resistenz gegen Feuer, Kälte und Elektrizität wurde um 20% erhöht. Eure Weisheit und euer Charisma wurden um 1 Punkt erhöht. Aber die Geschicklichkeit kommt dort von nicht wieder. So werden wir also noch ein letztes Mal gegeneinander kämpfen. Es gibt kein Verstecken mehr für uns. Ich wär's genieße, euch zu töten, Abdelagian. An dem Ort zu sterben, hieß die Existenz of Together. Was ist los, Irenicus? Haltet ihr die Hitze nicht mehr aus? Ihr klingt, als hätten ihr Angst vor dem Ort. Ich habe ebenso große Chance wie ihr selbst, Abdelagian. Ich habe mal eigene Dämonen in der Hölle bekämpft und ich habe gelernt, dass man sich nicht fürchten braucht. So schrecklich der Ort auch ist, er spiegelt doch die Seele wider, die wir nur teilen. Ihr mögt ihm nicht gewachsen sein, aber ich habe gelernt, seine Angebote zu schätzen. Jetzt verteidigt euch. Einer von uns ist nicht wirklich tot, und wenn nur einer überlebt, kann der andere wieder erweckt werden. Ich werde frei sein mit dem, was ich genommen habe. Oh, ihr sterbt hier. Wir werden sie, Abdelagian. Hey, wir werden sie. Magier! Spart euch die schönen Worte! Trotz eurer prächtigen Magie haben wir euch einmal getötet und das machen wir gerne noch öfters. Ihr könnt die Gerechten nicht aufhalten, die sich gegen euch formiert haben, Zauberer. Wir werden wieder im Lichte leben und ihr könnt uns nicht daran hindern. Die Dunkelheit hat euch schon ergriffen, Narr. Und doch weigert ihr euch, eure Augen zu schließen. Lasst uns euch zu eurer letzten Rast verhelfen. Lil Alol, für Schar. Die Macht steht auf unserer Seite, Hexenmeister. Ihr habt keine Hoffnung, uns in dieser Stunde der Abrechnung zu besiegen.
Euer Ende steht kurz bevor und jammert ruhig, wenn ihr wollt. Sodala. Jetzt geht's ab. Er selbst ist der Schlechter und er hat 2 Glabrezu und 2 Balor in Form von einem Höllenschlundteufel. Etwas merkwürdig, dass Dämonen in Barator sind, weil die Dämonen und die Teufel verstehen sich nicht so wirklich gut. Edwin, fort. Scheiße, Edwin ist schon tot. Sagt mir, was zu tun ist. Vikonia gleich ab. So, die haben wir erledigt. Hustan Zardos. Vertrauen ist etwas. Sagt mir, was zu tun ist. Also weiter hier auf das Mistvieh hier. Dann stinkliche Glabrezu. Daneben beim nächsten Schlag. Daneben beim nächsten Schlag. Ich werde Vikonia eurer ziehe ich ein Stärke bisschen zurück. Und machen wir Auferstehung auf Edwin. Und ihr auf Dan. Wie er einfach Ogergeräusche macht. Gut, Edwin. So. Zack, zack. Die kann er gleich mal an Vikonia weiterreichen. Okay. Das ist eigentlich das Lied, der Track, den ihr so hört. Der heißt eigentlich Dragon Encounter. Also das wird eigentlich nur gespielt in Thron des Baal, wenn man einem Drache begegnet. So als interessanter Fun-Fact nur so nebenbei. Da machen wir jetzt noch Furchtbannrei und Melf Säurepfeil. Ein Feuerball, ein weiterer. Und machen wir nochmal Geisterrüstung rein. So, perfekt. Gut, Edwin, geh ein bisschen weiter weg. Und ihr andere attackiert jetzt wieder Scharf ihn. mit meiner Hand. Du patcht da die Früchte rein. Das Schicksal wartet. Und Abdel Adrian. Okay. Dann sollte Edwin vielleicht nochmal Furchtbann auf uns alle wirken. So, jetzt suchen wir dann nur noch einen richtigen Irenikus, wo der sich versteckt hat, der Mistkerl. Da ist er. Auf ihn drauf. So. Ihr Trottel. Keine Gnade denen, die gegen uns. Der steht einfach nur als blödes Abbild hier rum. Gut, Korgan haben sie eingesperrt. Ja, ich habe mal schon gedacht, dass sowas kommt. Können wir Irenikus eventuell von seiner Unsichtbarkeit wegkriegen? Müsste ich, glaube ich, wahrer Blick oder so reinschmeißen dafür. Ah, Eva. Sehr schön. Jetzt kann ich nämlich auch seine Zauberbrecher mit Magie durchdringen. Und so ein Stück können wir nochmal Kelbens parierende Peitsche draufknallern. Den Ifrit hat er gerufen. Okay, Korgan ist wieder im Spiel. Sehr schön. Dann haben wir gleich. Und Anomen, du darfst auch gern mitmachen. Auch wenn nämlich viel übrig ist. Der Sieg wird unser Vikonia, nimm die Schlabberbeere. Seid verflucht, Abdel Adrian, ihr werdet mich nicht besiegen. Das sehe ich anders. Was geschieht hier? Meine Magie, Nein! Nee! Nee! Und
Und jetzt ist er tot. Sehr schön. Wie ich sehe, kommt ihr langsam wieder zu euch. Ich konnte es fast nicht glauben, als die Priesterinnen mir berichteten, dass euer Körper wieder Lebenszeichen von sich gibt. Wir wecken zum Leben, wenn wir konnten, aber nix schien, euren Geist wieder herbeirufen zu können. Wir waren nah dran aufzugehen, weil ihr heute Morgen angefangen habt, euch zu rühren. Wie lang war ich? Tote paar Tage, nicht mehr. Trotzdem habt ihr euren Weg zurückgefunden. Es ist gut, dass ihr das getan habt. Trotz euren Ruf habt ihr der Elfe von Suldan Nessalar einen großen Dienst erwiesen, und es wäre schrecklich gewesen, hätten wir euch, noch allem was geschehen ist, durch den Tod verloren. Ich plane eine kleine Zeremonie, um euch für eure Taten zu belohnen und unsere Dankbarkeit zu zeigen, ungeachtet dessen, was eure Beweggründe gewesen sein mögen. Ihr sollt euch jetzt ausruhen und wieder zu Kräfte kommen. Ich werde Priesterin schicken, die euch aufweckt, wenn es an der Zeit ist. Diejenigen von euch, die die Rückkehr des Verbannten nach Suldan Nessalar überlebt haben, kennen mich, eure Königin. Aber nur einige von euch kennen auch die Person hier an meiner Seite, die maßgeblich zur Rettung unserer Stadt und des Baums des Lebens beigetragen hat. Mit eurem Namen sind anderswo viele schlechte Taten in Verbindung gebracht worden. Aber hier bieten wir euch heute unseren aufrichtigen Dank an für die großartigen Dienste, die ihr uns geleistet habt. Diese Taten wurden nicht alleine ausgeführt. Suldan Nessalar erweist seine Dankbarkeit auch denjenigen, die mit euch gereist sind und an eurer Seite gekämpft haben, um unsere Stadt zu retten. Es gibt nur wenige Dinge, die eine angemessene Belohnung für solche Taten darstellen. Wir bieten euch den Dank unseres Volkes sowie Gold und ein Amulett der Seldarin, welches andere daran erinnern wird, was ihr für uns getan habt. Elfengötter-Amulett. Was den Mann betrifft, den wir einst als Jonleth kannten, so kann ich nur sagen, dass er vor langer Zeit gestorben ist. In meiner Erinnerung jedoch lebt er noch. Der Mann, zu dem er wurde, der verstoßene Irenicus, der euch, dem Baum, seinem früheren Volk so viel Schlimmes angetan hat, für ihn kann ich nur beten, dass er im Tod den Frieden finden möge, den er im Leben nie kannte. Ich habe das Bedürfnis, mich in seinem Namen zu entschuldigen, für das, was er euch und euren Freunden angetan hat, für seinen Wahnsinn. Wir beraubten Jonleth seiner Unsterblichkeit und schickten ihn in die Verbannung, nur um stattdessen Irenicus zu erschaffen. Ich kann nicht umhin zu glauben, dass auch wir einen Teil der Verantwortung tragen. Das ist etwas, worüber ich nachzudenken habe. Was euch betrifft, so werdet ihr uns wohl sicher bald verlassen. Als Wanderer seid ihr sicher begierig darauf, eure Reise fortzusetzen, könnte ich mir denken. Verlasst Suldan Nessalar mit den besten Wünschen. Und was ist mit Irenicus passiert? Ach, das wird doch aufgeklärt. Er ist in Baator gestorben. Aber er ist offensichtlich doch noch irgendwo gelandet. Und das ist das Ende? Ja, ganze Armee aus Schlechter. Tja, jetzt hat er, was er gewollt hat. Gorions Gefolge ist schon zu groß geworden.
Wir hätten längst etwas unternehmen müssen. Es besteht kein Anlass zur Besorgnis. Das Schicksal dieses Narren ist längst besiegelt. Können wir da so sicher sein? Dieser Nachkomme Baals ist zum Untergang verdammt. Er ist dem Tod geweiht. Und das Zeichen von Baal. Einige von seinen Priester scheinen wohl immer noch in seinem Namen handeln zu wollen. Und damit endet Baldur's Gate 2 Schatten von Am auf Pelzig. Ich freue mich besonders, dass ich das Spiel für euch spielen durfte. Es gehört zu meinen absoluten Lieblingsspielen noch immer, obwohl es vom Jahr 2000 ist. Es hat einfach alles. Es hat eine lange Story, man kann viele Sidequests machen, es hat großartige Geschichte, tolle Charaktere und macht einfach unglaublich viel Spaß in dieser Dungeons & Dragons, Advanced Dungeons & Dragons Welt, der vergessene Reiche, Stück von meiner Kindheit, hineinzutauchen, um dort ein bisschen die Welt außerhalb, die uns alle blüht, zu vergessen. Ich hoffe, ihr habt es ebenfalls als so schön empfunden. Und das war die längste Episode von dem ganzen Let's Play, was jetzt doch fast 90 Folgen lang Woche ist. Aber ich wollte das jetzt heute extra lang machen, damit morgen dann das Add-on dazu stattfinden kann. Und zwar Let's Play Baldur's Gate 2 Thron des Baal auf Pelzig. Das ist dann die finale Geschichte. Ich persönlich habe die ganzen Charaktere echt lieb gewonnen mal wieder. Ich hoffe ihr auch und ich hoffe euch interessiert's, wie das letzte Kapitel in der Geschichte von Abdel Adrian, dem bösen, neutral bösen Meuchelmörder aussehen wird. Ja, dazu sehen wir uns dann definitiv morgen, weil alles, was wir in Schatten von Am erledigen konnten, haben wir gemacht. Und mit unserem epischen Equipment stellen wir uns der Herausforderung von Thron des Baal, wo es dann ab zur Halbgöttlichkeit geht. Ich unterbreche das Ganze jetzt auch nochmal hier und würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis morgen dann, wenn das epische Abenteuer endgültig beginnt. Ich lasse es ausklingen mit der wunderbaren Musik. Machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.